Das ist mein Job, den ich einen Monat habe. Nehmt einen Stift und einen Notizblock und schreibt es euch auf. Oh mein Gott, ich habe das noch gar nicht gesagt. Leute, nächste Woche muss ich wieder arbeiten. Ich muss nächste Woche wieder arbeiten, denn ich gehe nächste Woche mal wieder in den Zivildienst in der Schweiz. 1 Monat Bibliothek, dann nehme ich die Bücher und sortiere sie ein in den Schrank, damit die Bibliothek läuft. Nächste Woche Zivildienst und ich habe gestern angerufen dem Zivildienstamt, beziehungsweise nicht dem Zivildienstamt, sondern der Bibliothek habe ich angerufen und erstmal gesagt, yo, ey, moin, hier ist Adi, ich kann am ersten Tag nicht kommen, ich bin da noch auf der Happy Slice Tour mit Trimax und Knossi 2024. Oh Mann, ey. Imagine, die sehen die ganze Zeit. Ich glaube, ein paar Leute von der Bibliothek, die folgen mir und die gucken dann durchs ganze Jahr so meinen Content. Füllkrug-Auftritt im Fernsehgarten, irgendwelche Sachen mit Knossi und Knossi ist ja für die dann so der Star, weil der hat bei Let's Dance mitgemacht. Und dann gucken die meine Stories und dann hören die nächsten Jahr von mir, die haben nur irgend so einen Vertrag vorliegen. Yo, Adi kommt am 3. oder am 2. September kommt er wieder in die Bibliothek, muss hier das Auto fahren. Ich muss so einen riesen fetten, so einen Mini-LKW fahren mit Hebebühne hinten. Das ist richtig geil, das macht Bock. Und dann kannst du überall in der Stadt parken. Die hören nichts von mir. Und dann irgendwann tauche ich auf, beziehungsweise eine Woche vorher rufe ich an und sage, yo, ey, nächste Woche Zivildienst, ich kann nicht kommen, weil ich bin auf der Happy Slice Tour. Und dann denken die sich auch, will er uns. Aber ja, nächste Woche wieder arbeiten, ja. Welche Bibliothek, damit ich etwa ein Durcheinander anrichten kann? Ey, ich arbeite nicht in der Bibliothek selber. Also ich bin nicht vor Ort und muss die Bücher einräumen. Ist eigentlich Cap. Ich muss die nicht einräumen. Ich arbeite, also die Bibliothek heißt GGG Basel. Also Stadtbibliothek Basel, da arbeite ich. Ich fahre so einen LKW und ich muss den ganzen Tag mit diesem LKW von Filiale zu Filiale holen, weil irgendwelche Dudes sich in Filiale B ein Buch ausleihen, das aber in Filiale C zurückgeben und ich dann von Filiale C das Buch wieder in Filiale B fahren muss, damit dort andere Zivildienstler das wieder ins Regal einräumen können. Das ist mein Job, den ich einen Monat habe, aber es ist für die Zivilisation, gehört in der Schweiz dazu, deshalb muss ich halt ein bisschen weniger bezahlen, weil ich Zivildienst mache, beziehungsweise ich bin nicht untauglich und wenn du nicht untauglich bist, dann musst du Zivildienst machen oder Militär halt. Und ja, deshalb arbeite ich wieder nächste Woche. Einfach Uber für Bücher. Militär wäre schneller gegangen, Füsilier Vogt, antreten, Marsch. Ja, also guck mal, in der Schweiz ist es so, für die Leute, die es nicht verstehen, du musst als Mann irgendwann, ich glaube so mit 18, 19, zu einer Aushebung geben. Da machst du dann Sporttest, irgend so ein Arzt greift dir an den Sack, dann machst du einen psychologischen Test, dann machst du einen IQ-Test und dann messen die halt so aus, wo könntest du im Militär drin sein, falls du Militär machst. Und wenn du bei diesen Tests irgendwie nicht becrackt bist und sagst, ey, yo, ich habe irgendwie Selbstmordgedanken oder psychische Probleme oder weiß ich was, dann musst du ins Militär gehen, dann bist du sozusagen tauglich. Und ich bin tauglich. Und sobald du tauglich bist, kannst du dich entscheiden zwischen Militär, das geht 9 Monate, oder du kannst dich entscheiden zwischen Zivildienst, das geht insgesamt 1 Jahr. Wenn du ins Militär gehst, dann kannst du entweder Durchdiener machen, dann machst du 9 Monate am Stück Militär, aber die meisten machen nicht Durchdiener, die machen dann, glaube ich, 18 Wochen Militär und dann arbeiten sie den Rest jedes Jahr in 3 Wochen Stücken ab, bis sie insgesamt 9 Monate gemacht haben. Ich habe Zivildienst, da musst du am Anfang 6 Monate am Stück in den Zivildienst gehen, das habe ich gemacht in der Kita, da habe ich so kleine Babys genommen und geguckt, dass sie nicht sterben. Das habe ich gemacht und ich muss jetzt noch das letzte halbe Jahr abarbeiten und mache jedes Jahr 1 Monat Zivildienst. Jetzt denken aber kluge Köpfe vielleicht, boah, du hättest ja aber auch direkt 1 Jahr Zivildienst am Stück machen können. Ja, hätte ich machen können, aber nach diesem halben Jahr, wo ich den ersten Zivildienst gemacht habe, ist es sozusagen mit Social Media losgegangen und ich habe gedacht, ey Digga, ich kann jetzt nicht weiter Zivildienst machen. Habe mit Zivildienst aufgehört, beziehungsweise wollte nur ein halbes Jahr machen und mache jetzt halt so das letzte halbe Jahr immer so aufgestückelt. Ich glaube, ich habe noch 3 oder 2 Monate übrig. Fun Fact, Roger Federer war untauglich wegen Rückenproblemen. Ja, alle Profisportler sind untauglich wegen irgendwas, aber ich bin tauglich und da kann man nichts machen. Ich habe schon überlegt, irgendwie so Einspruch zu geben oder so, zu sagen, ey, ich kann nicht, weil es ist für mich wirklich ultra schwer, 1 Monat in den Zivildienst zu gehen, aber geht nicht und ich habe mich jetzt darauf eingestellt, deshalb ab dem 2. September bzw. 3. September 1 Monat lang Bücher rumfahren in der Bibliothek, eine gute Zeit haben, um 6 Uhr morgens aufstehen, aber gehört dazu. Ich finde, ist eine geile Abwechslung so zu dem, was ich sonst mache und dann kann ich am Abend streamen. Ich will, nehmt einen Stift und einen Notizblock und schreibt es euch auf. Ich will im Zivildienst, wenn ich da bin, jeden Abend streamen. Ganzen September durch. Also Montag bis Freitag am Abend streamen, wenn ich hier bin und nichts vorhab, will ich streamen. So viel streamen, wie ich schon lange nicht mehr gestreamt habe. Ist mein Plan im Zivildienst, weil ich kann sonst nicht so viel machen, aber streamen kann ich am Abend, weil es funktioniert. Und das ist mein Plan. Mal gucken, ob es aufgeht. Ich habe es jetzt hier gesagt. Falls ich nicht streame, tut's mir leid, aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Du kannst auch in der Bibliothek streamen, Kamera an den Stapler. Ich wollte die fragen in der Bibliothek, ob ich ein Video machen kann. Ich würde gerne so ein YouTube-Video machen, 1 Tag im Zivildienst mit Adi und dann geht obviously alles schief oder so. Oder einfach so eine Kamera, die mich begleitet 1 Tag und dann so ein bisschen einfangen, wie das ist im Zivildienst. Weil eigentlich ist es ganz lustig. Es
halt wirklich nur ab wegen der Zeit, wo ich weg bin und nicht andere Sachen machen kann. Aber rein das Dasein im Zivildienst mit den Jungs, wir haben eine Dartscheibe im Keller, ich glaube, wir haben einen Hund in der Zentrale bei uns. Es ist eigentlich ganz chillig vom Ding her. Man hat ja im Zivildienst auch jetzt nicht viele Kompetenzen oder Sachen, die man machen darf, sondern man muss einfach anwesend sein, gucken, dass die Bude nicht abbrennt und sich einigermaßen okay anstellen. Dann funktioniert das. Und auf das habe ich Bock, irgendwie ein Video zu machen, so ein bisschen zu zeigen, wie das ist. Ich glaube einfach, weil es lustig ist. Und Paul Frege hat gesagt, er will kommen und einen Tag Zivildienst mit mir machen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, ob die von der GGG-Bibliothek offen sind und das machen wollen. Ich glaube, gute Werbung wäre es für die. Ich würde es machen, wenn ich darf. Wäre ein geiles YouTube-Video, aber mal gucken. Du machst einen Mix zwischen Zivilschutz und Zivildienst. Nee, ich mache 100% Zivildienst. Das hat nichts mit Zivilschutz zu tun. Ich musste nichts machen. Ja, weil du doppelte Staatsbürgerschaft hast. Da muss man auch nicht, ne? Also wenn ich jetzt einen Pass von Deutschland hätte, dann müsste ich einfach nicht ins Militär gehen. Fivehead, Digga, what the f... Aber ich weiß nicht, ob diese Leute bezahlen müssen. Oder müssen die auch nicht bezahlen? Müssen die nicht ins Militär gehen und nicht bezahlen? Weil normalerweise müssen Leute, die halt nicht ins Militär gehen können, weil sie untauglich sind, die müssen dann halt bezahlen. Glaube ich, 3% vom Jahreseinkommen oder so. Irgendwas in diese Richtung. Das ist die Zivildienstzeit. 3% vom steuerbaren Einkommen für 10 Jahre müssen die Leute bezahlen, die untauglich sind. Und ich sag's, wie es ist. Das klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich würde instant 3% von meinem steuerbaren Einkommen bezahlen für 10 Jahre. Wenn ich nicht in Zivildienst gehen müsste, würde ich instant bezahlen. 3% ist übel viel, vor allem wenn man ins Militär möchte, aber nicht darf. Ja, das System, ich glaube, ich habe ja schon mal ein Video gemacht in der Schweiz. Es ist einfach Quatsch, weil zum Beispiel ich will nicht gehen, weil ich viel zu tun habe und würde bezahlen. Umgekehrt, mein Homie Yoshi, der hat Diabetes und der arbeitet ganz normal sonst, aber nur weil er Diabetes hat, ist er instant untauglich und muss diese 3% bezahlen. Also es macht gar keinen Sinn. Der kann eine Ausbildung in der Bibliothek machen, aber der dürfte nicht Zivildienst in der Bibliothek machen, weil er Diabetes hat. Checkt ihr das? Wie wenig Sinn das macht? Ich habe es in Frankreich gemacht und das ist ein Tag, muss aber nichts bezahlen. Digga, wie geil. Ja, aber irgendwie am Ende des Tages ist es halt einfach so, ne? Was will man machen? Als Einzelunternehmen kannst du als Influencer auch fast alles absetzen, da bleibt nicht viel übrig, was zu versteuern ist. Naja, guck mal, du kannst viel absetzen, aber du hast halt auch keine Warenkosten. Also du bist jetzt nicht wie ein Blumenladen, der Blumen einkaufen muss. Du bist ja eigentlich ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung. Da ist halt der Unterschied zwischen Einnahmen und Ausgaben dann trotzdem ultra hoch. Weißt du, wie ich meine? In Österreich musst du gehen, wenn du einen Penis hast. Also wenn man einen Penis hast, dann muss man gehen, wenn man Penisse nicht gern hat. Okay, check ich. 3% sind von einem Schweizer Durchschnittsgehalt 1950 pro Jahr. Das mit den 3% sehe ich halt so ein bisschen. Ich check, wieso Leute sagen, dass es viel Geld ist, 3% zu bezahlen vom durchschnittlichen versteuerbaren Einkommen. Aber wenn ich jetzt bei der Aushebung gesagt hätte, yo, ich habe psychische Probleme, wenn ich an Waffen denke, habe ich Angst, Zivildienst habe ich Angst, bla bla bla, so ein bisschen Faxen machen, beim IQ-Test nur angeben, dann wäre ich untauglich. Dann müsste ich 3% bezahlen. Angenommen, ich würde studieren. Dann verdienst du nichts, dann ist das Minimum, was du bezahlen musst, sind 300 Franken pro Jahr. Da gehst du in der Schweiz 2 bis 3 Tage arbeiten in einem Urlaubsjob und hast diese 300 Franken drin. Ich muss aber wiederum 1 Monat hingehen und arbeiten. Checkt ihr das? Also du kannst halt diese 3% easy ausarbeiten und ich sag mal so, wenn du halt mehr Geld verdienst, dann wird es dir tendenziell jetzt auch nicht so schaden, diese 3% zu bezahlen. Checkt ihr den Punkt? Viele Leute sagen dann, ja, boah, aber wenn man ultra viel verdient, dann ist ja das viel Geld. Klar ist viel Geld, aber man verdient ja im Vergleich dann auch viel so, ne? Find's übel fair, muss sowieso genug für die Steuern sparen, dann machen die 2K mehr im Jahr den Braten auch nicht fett. So, aber kann man nichts machen, wenn man einmal tauglich ist in der Schweiz. Das ist einfach so. Deshalb, ab dem 3. September sitze ich wieder in der Bibliothek und räume die Bücher ein. Am Abend habe ich frei, am Wochenende habe ich frei. Am 21. September ist ein Event, da kann ich glaube ich noch nicht so viel sagen, aber wer mir auf Insta folgt, hat vielleicht schon mitbekommen, um was es gehen kann. Ich gebe mal einen ganz kleinen Hint, ist mir jetzt auch egal. Ich mache bei einem Event mit, wo ich mich sehr freue, am 21. September und ihr könnt raten, um was es geht. Ich probiere es mal vorzuzeigen. So, okay, und dann... Nee, Turmspringen ist es nicht, auf keinen Fall. Ja, da mache ich mit, das ist während dem Zivildienst, da muss ich einmal weg. Da habe ich ultra Bock drauf. Ab 2. September, 3. September Zivildienst.